Wir kommen nun zur Resolution von Herrn Fernand Kartheiser über eine Informationskampagne am Kader für die Revision der Verfassung. Herr Fernand Kartheiser als Autor von dieser Resolution podiert wird. Vielen Dank, Herr Präsident, die Damen und Herren, Herr Minister. Wir haben ein großes Rendezvous für uns. Und zwar soll die Lützeburger Verfassung substanziell, so heißt dann ein Text, revisiert gehen. Das ist nicht mehr eine globale Revision, wie das nach 4 Monaten noch envisagiert wurde, aber es soll eine substanzielle Revision gehen, aber die substanzielle Revision sind schon 4 Gesetzestexte hier in der Chambre deponiert gehen, wo 4 Co-Rapporteure. Los ist aber so, dass wir als ADR die Sache aktiv verfolgt haben und aber uns auch erinnert haben und das Versprechen, was 4 Parteien gemacht hatten, für den letzten Wahlen 2018, mit dem Versprechen an die Wahl gegangen sind, hier Mandate auch aufgrund von dem Versprechen gekriegt haben. Und das ist ganz klar, die zweite Wort hier in der Chambre für die Verfassungsrevision soll durch ein Referendum ersetzt gehen. Wir sind also mit einer Resolution hier an Plenum gekommen. Wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Referendum. An dieselben Parteien, die das versprochen hatten, haben es hier refusiert. Wir fanden das nicht richtig gegenüber dem Wähler und auch der Wichtigkeit von einer Verfassungsrevision nicht angepasst. Wir haben darüber hin eine Proposition de loi gemacht, die die Leute erlauben, an einer Referendumsprozedur sich auch elektronisch anzuschreiben, ähnlich wie bei der Petition. Die Regierung hat auch dazu leider eine Negativstellung geholt, aber das Gesetz hat noch nicht zur Aufstimmung gebracht. Aber wir haben gedacht, als wir müssen firmen, wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass eine Informationskampagne, ob man eine Informationskampagne kennt, und nicht alles hier en vers klar an der Chambre geschieht, dass eine substanzielle Verfassungsrevision gemerkt wird, und Leute draußen merken es eventuell mal nicht, weil das hat schon enorme Konsequenzen ob als Land, ob als Rechte, ob als Politik. Wir haben dafür heute den 20. Mai eine Resolution präsentiert, deponiert, die ich heute präsentiere, mit dem Ziel, so eine Verfassungsrevision, so eine Informationskampagne für die Verfassungsrevision zu lancieren. Das hat auf jeden Fall auch mal dazu gefeiert, dass auch an den Herrn Marsti Bartolomeo hat gestern auch einen Text an der Richtung heute deponiert, dass wir auf jeden Fall mal eine Informationskampagne kriegen. Aber die Orientation geht nach 2009. Und ich will just kurz so, was wir an unserer Resolution proposieren. Unser Approach ist eben eine ganz offener und kompletter, breiter Informationskampagne. Wir haben zum Beispiel an unserem Text gesagt, wir hätten eine Serie von Informationen und Diskussionsabenden. Also nicht eng, wir eine ganze Serie über das Land, wo die Leute können kommen und mit diskutieren über das, was soll geändert gehen. Und dass sie ein Wort können mitschwätzen. Das ist ja auch der Sinn von dem Ganzen. Wir hatten öffentliche Debatten, wo man interessiert Organisationen mit invitieren, die vielleicht nach Füllen teilholen in dem Prozess. Lassen wir ja Texte, die ziemlich weit aufgeschlossen sind, dass sie nach können hier Ideen heranbringen, dass das nach ein Jahr kann geguckt gehen. Sie können Propositionen und Positionen vertreten. Wir sollen gucken, dass immer kontrovers diskutiert wird. Aber wir werden insistieren darüber, weil man nach ganz lieblichen Erinnerungen haben. Und ich muss sagen, wer das Gefühl geht, auch schlechte Erinnerungen an die Kampagne, die 2015 war, wo wir ein Referendum hatten, unter anderem über das Ausländerwahlrecht, aber auch über 2 andere Punkte, wo wir eine einseitige Propagandakampagne hatten. Und das wollen wir absolut verhindern. Der Respekt für den Bürger erlaubt uns nicht, eine einseitige Propagandakampagne zu machen. Wir sind hier als Mandatäre vom Volk und wir müssen das abholen, was die Leute uns sagen. Wir sind nicht hier für Hand im Rücken von den Leuten zu machen. Wir sind nicht dafür, über den Kopf wäsch von den Leuten so schwer wiegend Decisionen zu holen. Wir müssen nicht mit ihnen zusammen machen, komplett transparent und offen für Propositionen. Auch laufen wir die neuen Texte haben, weil wir hatten eine Kurzpräsentation R4 schlägt, Herr Marsti Bartolomeo wird nun erinnern, das war aber wie die globale Revision 60-30, das betrifft also nicht die 4 Texte, die wir am Blick diskutieren, auf jeden Fall nicht ganz viel. Das ist also Ziel, eine Informationskampagne, die kann kontrovers gefeiert gehen, wo alles 4 Druners ihre fait accompli geschaffen wird. Mün Unterschiede, und ich will direkt daraus schaffen zu dem Text, den auch von den anderen Parteien präsentiert wird. Wir wollen also eine Serie von Informationsversammlungen an dem anderen Text, den die Marsti Bartolomeo proposiert,
geht hier zu enger Reunion d'Information, an die auch dem Büro am Büro von der Chambre, das ein Gremium, das sich mit so Sachen befasst, gibt doch einen Text, den das ein bisschen erklärt, den aber auch noch nicht adaptiert, da ist mir noch Zeit, Änderungen zu machen. Und da steht, es soll eng Pressekonferenz sein, wo die 4 Co-Rapporteuren an der Präsident von der Chambre das präsentieren. Das ist aber keine Kontroversdiskussion, also eng relativ einseitig und keine Kritiken, da können du Vierbrüch gehen. Eng Reunion d'Information soll sein eng, also nicht eng Serie über das ganze Land. Hier am Cercle, wo die Leute sich sollen anschreiben, ehe sie kommen. Und dann sind noch so Dispositionen dran, wie zum Beispiel eine Idee, die sich gut aus für eine 3-sprachige Broschüre zu verdelen, aber die soll verdelt gehen, nun wird, après le vote des 4 Propositions de Revision, das ist von alles zu spät aus. Es gibt also hier einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Approche von der RDR und der von denen wir schmengen und allen anderen Parteien hier am Saal. Wir hätten gerne viel drin, eine Open Diskussion, wo die Leute können beteiligen, die kontrovers gefeiert, dass immer Decisionen holen, also eine wirklich Bürgerbeteiligung, komplett transparent, kontrovers gefeiert Diskussionen, wo man weisen, dass man Demokratie echt holen, und nicht, dass wir da mal Blick geplant, dass so ein Fall als Interpretation von einer Propagandakampagne bis die leider als erinnert und das für 2015 geschieht ist, wo eine massiv Propaganda wäre, kann ich nicht ernst nennen, an die schlussendlich auf dem Volk desavouiert wird. Und ich meine, dass dadurch Angst von den Parteien, die ihr Wahlversprechen brechen, die so ein Heim 100 versprach 2018 und nicht anhalen, das ist Angst für ein Volk, dass sie nicht desavouiert gehen. So kann ich keine Politik mehr. Eine Verfassungsänderung muss unserer Meinung nach dem Referendum gelöscht gehen, wie all die Parteien es versprochen hatten. Ich so nicht mehr. Merci, Herr Kartheiser. Ich der geschriebene Redner aus den Honorablen, Herr Marc Di Bartolomeo. Herr Di Bartolomeo, die Wort. Merci, Herr Präsident. Merci auch dem Fernand Kartheiser für den Depot für seine Resolution, die eine Reihe von Punkten enthält, die könnten konsensuell sind. Aber den Fernand Kartheiser hat dadurch mir lang und breit erklärt und hat eigentlich, soll ich so erstaunt, dass man eine nicht neutral Information geben wollen machen und dass man nicht die Einzelstimmen zur Geltung bringen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. An den Autor von dieser Resolution möchte auch Abstraktion von denen erfahren, die wir schon gemacht haben, für die Arbeiten, die schon über 15 Jahre laufen, an für rund 2 Jahre kurz vor dem Hafen waren und Leute runterzubringen, Leute zu beteiligen, mit den Leuten zu diskutieren, über Foren, über Vorschläge. Dafür wird Abstraktion gemacht, was da war, sich eine Initiative war, die auf einen ganz guten Eko dabei getroffen ist, wo ganz konstruktiv Vorschläge gemacht sind, an die am Projekt der Reform global schon überholt waren, an Orlo, an der neuen Approche überholt sind. Da sind Vorschläge aus der Société civile an die neuen Kapiteln herangeflossen. Und ich meine, das ist wichtig, dass aber noch draußen auch klar die Message gibt, dass man schon Erfahrungen gemacht hat, dass die Erfahrungen auch angeholt sind von den Leuten da draußen und dass man an demselben Geist von einer objektiven Information wollen weiterführen. Aber wann die Information, die ganz viele Facetten hat, unter der Schirmherrschaft von der Chambre lebt, und nicht allein von individuellen Parteien,
Ja, dann ass die Chamber hai de besten Garant, weil hai all Sensibilitäten vertruede sinn, dass dat op eng klar, verständlich an och net partisan derweis gemerkt. Wir werden als extrem viel méi gin fir ze erklären, ze informieren an dafür Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, an noch den Autor von der Resolution noch van ein ganz Reihe von positiven Elementen dran sind. Herr Karteiser sieht, dass man an den letzten 2 Jahren auch exzellent oder gut und effizient geschafft haben, für eine ganze Reihe von Revisionen und der Verfassung können zu machen. Effektiv sind die verschiedenen Kapitel an der Zwischenzeit alle gut deponiert, zum größten Teil auch avisiert oder sogar schon amendiert dann zweit Avien vom Conseil d'État, die da sind. Am eigentlich an das Mengen ist das beste Argument, das vielleicht dem Herr Karteiser seine Sorge kann entkräften. Eigentlich wäre man bereit gewesen, für ein Lo, Haut oder Moi, das erste Kapitel schon hier am Parlament für den ersten Wort vorzulegen. Wann als Absicht gewesen wäre, für da dann eine Nacht- und Nebelaktion zu machen, dann hätte man das vielleicht gemerkt. Das ist aber nicht als Absicht. Und dafür haben wir dezidiert, dass wir als Zeit gehen für eine für die notwendige Information zu machen, immer dann den ersten Wort vom ersten Kapitel am Hirst werden machen, und das ist den Kapitel über die Justiz. Dafür bei allem verstehst du mich für eine ganze Reihe von Propositionen, die an der Resolution proposiert gehen vom Herrn Karteiser, sind wir der Meinung, dass die Resolution, die wir hier noch werden präsentieren, wo wir als Medien haben, für so viel wie möglich Sensibilitäten der Fraktionen haben drin zu kriegen, dass die komplett ist, und dass ich dafür muss am Namen von meiner Fraktion proposieren, dass wir dem Herrn Karteiser seine Resolution auflehnen, ohne aber den Prinzipal aufzulehnen, dass wir wollen Leute informieren. Wie gesagt, ist mehr komplett an unserer Resolution geht darauf hier, dass wir nicht bei Null aufhängen, sondern dass wir an den letzten Jahren schon ganz viel geschafft haben an Sachen Informationen an als Servicer exzellent Arbeit gemacht haben, für Material können zu nutzen, lo an dem Informationsbestreben, was direkt wird umgehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, ich sage sehr merci. Merci vielmals, Herr Di Bartolomeo. Und dann hat den Herr Charles Marc sich gemeldet. Herr Marc, die Antwort. Merci, Herr Präsident. Kolleginnen und Kollegen, Hans, du hast gut von Ihnen wenig wert, ihr in eine Resolution auf den Ordre du Jour hält, sowohl von der Plenär wie auch an der Kommission, wie den Fernand Karteiser den 20. Mai die Resolution deposiert hat, wenn man noch nicht dadurch, was den Planning von der Verfassungsreform angeht. Ja, es gibt einen neuen Moment 2015, es gibt einen neuen Moment, dass die 4 Parteien sich eins gesehen über eine neue Demarche, die zu machen ist. Die Demarche hat meiner Meinung nach den großen Vorteil, dass man nicht pauschal den Dom rob oder rauf machen, aber dass man können sachlich diskutieren zu verschiedenen Themen. Das ist auch am Sinn für die Bürger, mehr anzubannen, die Bürger, den
gefrot gin ass Biergerbedeeligung gowet 2015 et sinn wie de Präsident vun der Kommission net gesot huet eng Rei Vierschlei agefloss an et war so, dat 2015 ein Referendum gouf iwwer Punkten, wo Parteiien sich net eens waren mat dem bekannte Resultat. Los immer an engem Neufilm eng neuen Debat an e Kalender steht, wéi ma können Matheleit, Viertleit diskutieren iwwer dat wat Chamber an eiser Kommission hauptsächlich an den neuen Debatten ha an der Plänie wird machen. Chamber hält ha Verantwortung an ass an ihrem Roll. Do man dann so am Numm vun der geringer Fraktion, dass man das Resolution lo net sollen unholen, ob schon die Information, die gewünscht ist, wird kommen. Mit die anderen Punkten an die Sachen, die zwischenzeitlich stehen, feiern uns dazu, das Resolution aufzulehnen. Merci. Merci vielmals, Herr Marc. Nächste Wortmeldung ist von Herrn Leon Gloden. Merci, Herr Präsident. Ich meine, den Herr Kartheiser nicht mehr hat den Letztspruch de Plaisir 100,7 als über den Sujet en long et en large auszutauschen. Ich stelle fest, dass den ADR Chamber aber läuft, für dich mal als eine Konsiderierung betreffend Verfassungsarbeit. Und ich kann den Herrn Kartheiser und den ADR auch beruhigen, gerade wie Sie hat CSV auch ein schlechtes Souvenir in 2015. Da war aber der Unterschied, die Kampagne als von der Regierung massiv dirigiert gehen, wo eben nicht alle Parteien repräsentiert sind, wenn aber ein gutes Souvenir und die Referendum, weil das da rauskommt, was auch die Meinung von der CSV war. Und das ist genau das, was an der Verfassung auch zurückgespiegelt ist an unseren Erbestehen. Ich will das aber auch ganz klar betonen, weil das vergessen Kollegen vom ADR aber an der Öffentlichkeit immer zu sagen. Der Präsident von der Institutionskommission hat gesagt, dass eine ganze Reihe Vorarbeit schon geschieht, mit Informationskampagnen, mit Konsultationskampagnen und noch mehr als TSV haben viel mit den Leuten an unseren Membern geschwärzt. Und aufgrund von den selben Evaluierungen, die den Marci Bartolomeo gerade vorgebracht hat, können wir die Resolution vom ADR nicht unholen. Und Hanno kommen wir immer nach die Resolution, die vom Marci Bartolomeo präsentiert wird. Merci vielmals, Herr Gloden. Und da geht ich Wort und die honorable Madame Nathalie Oberweis. Ja, merci für das Wort. Also wir sind natürlich fundamental der Meinung, dass es einen breiten öffentlichen Debat braucht bei der Verfassungsreform. Das ist evident. Natürlich wünschen wir uns auch einen kontradiktorischen Debat, weil wir als solo Minoritätspartei an der Opposition dann natürlich Interesse an einer kontradiktorischer Debatte. Und ich ging sogar weit und meine, dass der Prozess von Anfang an hat partizipativ gestaltet gehen. Am Bürger hatte an die Ausschaffung von der Verfassung sich mit angebunden gehen. Wir haben auch ein ege Verfassungspropos, wie verschiedene von ihr eventuell wissen, schon seit einer Zeit schon deposiert. An der steht unter anderem Tracht ob Wohnen dran, Tracht ob Arbeit, Tracht ob Sozialgerechtigkeit. Wir haben noch Umweltrachter festgeschrieben an einer anderen Reduktion von der Empreinte ökologisch als Staatsziel festgehalten. Natürlich sehen wir auch da, wo ein Wahlrecht viel an Stärkung vom Parlament. Und da stehen natürlich noch ganz viele andere Sachen dran. Dafür sind wir natürlich dafür, dass wir ein öffentlich breit und kontradiktorische Debatte können feiern. Aus anderen Gründen natürlich wie den ADR, das ist evident. Aber wir sind natürlich dafür. Wir gingen die Resolution vom ADR auch mit unterstützen. Par contre, leider die von der Majorität müssen wir uns enthalten, weil die uns als Oppositionspartei nicht weit genug geht, da können wir uns nicht genug mit abbringen mit unserem Propos. Vielmals merci. Merci, Madame Oberweis. Dann hat Herr Sven Klemmer das Wort gefragt. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache kein Geheimnis daraus. Wir hätten uns auch gewünscht, dass wir vier einem Wort an der Chambre eine Hybrid-Bürgerbeteiligung gehabt hätten. Wir hätten uns gewünscht, dass den nicht nur die Plattform von der Chambre genutzt hätte, den konsultativ Referenden über mehr frohe gemacht und leider hat die Majorität sich nur dem Eschek vom letzten konsultativen Referendum dafür entschieden, für eben keine weiter frohen, ob
den Bürgerinnen und Bürger zu erbreden. Das fand ich schuld. Wir hätten eigentlich über den ganz rutsch Frohen an der Verfassung punktuell müssten mit den Bürgerinnen und Bürgern draußen diskutieren, und zwar ganz breit. Das hat ohne vier angenommen Antworten könnte geschehen, das hat könnte wirklich an der Idee von einer Bürgerbeteiligung funktionieren. Das ist nicht geschieht. Lohmert so, dass es 4 Änderungspropositionen gibt für die Verfassung, die von den 4 Rapporten deposiert wurden. Und ich meine, dass es ganz schwer ist, für zu sagen, es stimmt den einfach nicht mit Ja oder Nein über den ganzen Block. Ich bedauere nicht, dass wir an der Situation sind. Aber das feiert aber dazu, dass wir die 4 Blick, so gut es geht, müssen wir draußen erklären und diskutieren. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir sie diskutieren und nicht nur eine Propagandakampagne, wie hier insinuiert wird, machen, sondern dass wir wirklich ein Debat sichern. Dass wir verstehen, ob es wirklich Majoritäten an der Population gibt, breit Majorität für das, was die 4 Rapporten heute deposiert haben. Und dafür meine ich, dass die Resolution von die Schmadden erschrieben haben, die beste Piste ist, weil ein einfaches Ja, Nein, ob so ein komplex froh wie die 4 Dossiers, als vielleicht an einer Kampagne zu verkehrt, sondern dafür werden wir als bei der Resolution vom ADR enthalten und für die Resolution, die wir mit den Erschriebenen stimmen. So nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Und da geht es um die Honorable Madame Simone Beisel. Merci, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Ganz kurz, ich wollte für den Herrn Karteiser merci so für seine Resolution, weil wir über das Prinzip von einer Informationskampagne dann de Moyen können darüber diskutieren. Aber wie gesagt, es ist just mit ihm d'accord über das Prinzip. Ihr wisst alle gut, als Verfassung als am 153. Jahr als 27 Mal revisiert gehen. Aber wenn wir dabei bei den Leuten sind, dann muss man einfach konstatieren oder wir spüren sogar heinz da, dass aber ein ganze Reihe von unseren Bürgern nicht oder ob man es nicht richtig wissen, was dann an der Verfassung steht. Das ist schon 4 Jahre angeklungen, wir haben ein Paradigmenwechsel gemacht. Wir haben nicht eine ganz neue Verfassung auf den gesagt, weil das Jahr 2018 gestoppt ist. Wir haben als Verfassung von 1860 eine substanzielle Revision erbreit. Wir haben 4 Blick gemacht mit 4 Co-Rapporteuren, die sich dann alle guten auf hier spezifische Sektoren fokussiert haben. Die müssen aber wissen, und ich will das noch ein unterstreichen. Und als Präsident Maxi Bartolomeo hat das ganz klar auf 4 gehoben und noch den Leo Gloden und den Charles Marc. Das ist ganz viel schon mit unseren Bürgern diskutiert gehen am Vierfeld. Weil wir sind offiziell seit 14, 15 Jahren am Gang. Wir empfangen sind seit 1994 am Gang, Verfassung zu ändern. Und das immer im Nobelsten drüber geschwärzt ging. Wir hatten Bürgerforumen, wir hatten ganz Seminare von der Universität, ganz Weekender sind von der Universität gemacht gehen, für die Leute zu fragen, was will da, was sind Prioritäten. Sie haben ihnen die ausländische Verfassung erklärt. Sie haben gesagt, was das für ein Land. Sollen wir uns bei den Belgiern inspirieren, bei den Franzosen, dann haben die Deutschen und die Schweizer gut Propose gemacht. Wir haben überall geguckt, wir haben alle gut in die Bücher mit den alten europäischen Verfassungen, weil wir wollten eine Verfassung machen, die modern ist, performant, transparent für alle Bürger. Und ich will dem Herrn Karteiser sagen, Herr Karteiser, wir wollen nichts verstoppen, aber wir haben nichts zu verstoppen. Und wie dir gesagt wird, wir hätten hier in Katimini, Lernspieger, haben zu verstoßenen Tieren die neue Verfassung haben oder die ganz Kapitel revisiert. Es geht mal nicht, du kannst nicht damit d'accord sein. Weil das ist der Contraire. Wir haben an voller Transparenz geschafft, und es ist nicht just etwas, dafür ist es wichtig, nach ein Keier, nicht ein Keier, eine Informationskampagne zu machen, breit gefächert, mit all den Instrumenten, die wir zur Verfügung haben. Und die große Differenz war 2015 ist. Hier hat Chamber das Lied. 2015 hat die Regierung das Lied. Ich will keine Evaluation machen von der Kampagne. Und da wären rein politisch Fragen.
Herr Karteiser an Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, hier geht es um Grundscharta vom Land. Das ist keine politische Propaganda. Wir müssen dann vorbereiten für die nächsten Jahre, die heute 153 gehalten. Da muss man auch noch eng machen, die hält. Und die soll breit gefächert expliziert sein, dass Leute ganz genau wissen, was wir proposieren, was wir mengen für gut wäre für sie und für das ganze Land. Und dafür will ich sagen, dass wir oder also ich meine Fraktion proposieren, für Resolution nicht zu drohen. Vielmals merci. Merci vielmals, Madame Beissel. Da gehe ich nach Henker zurück und den Autor von der Resolution, den Herrn Fernand Karteiser. Merci, Herr Präsident. Ich gucke op paar Elemente agin, die lo der Diskussion wären und so natürlich jede Merci, die in seg Meinung in der Diskussion brucht. Madame Beissel, wann der gereng Verfassung hat die hält, dat füllen wir alle gut, da lädt sie dem Volk zum Referendum für wie das versprochen wird. Da sieht er dann nicht mit d'accord. Dann widerspricht er sich selber, weil das doch nicht mehr, wenn das Volk an einer Aufstimmung gesagt hat, das hätte man gerne, dann hält sie. Ich gebe mich nicht, weil Dateien ist so wirklich ein Beweis von dem, was wir heute sagen. Die anderen Kritiken, die hier kommen sind. Ich will euch sagen, die Welt am Oktober an den Herr Masti Bartolomeo hat gesagt, wenn man das hätten wollen, hat dem Rick von der Leute, man hat mal logen, man nächste Woche, sicher mal ein Kapitel so weit fertig, wir machen aber nur im Oktober, weil man nach für drunter eine Informationskampagne macht. Ich gucke auf den Kalender. Wir mal sehen an der Vakanz, an der größeren Vakanz, eine Informationskampagne für dann am Oktober zu stimmen, wo wir wissen, dass eben an der größeren Vakanz viele Leute für die Politik nicht so absehen, nicht da sind und so weiter. Und da kann so, dass wir mehr eine Informationskampagne an der größeren Vakanz und im Oktober, da stimmt den Text mal nicht. Also realistisch ist das da, aber nicht an den Kalender, den ist auch nicht so überzeugend. Den Herr Glode, der sieht, CSV 2015, Sie hatten noch eine Erinnerung, ich bin noch rein. Wisst ihr, wer der Position wäre? Geht gut informiert an die Wahlkabine. Das waren der Plakate. Aber wie das zu verhindern, holt der Decker die Wahlkabine die Leute weg, weil der eben auch gegen das Referendum sieht, ob die Leute überhaupt nicht mehr an die Wahlkabine, die bleiben nur der Plakate, aber die uns nicht mehr auszupacken, weil die Chance, dass die Leute auch nachgeholt als CSV. Dann will ich aber auch so die Schirmherrschaft von der Chambre. Das ist also eine gute Sache. Wenn die Chambre dann hingeht, also ich geht wirklich jeder Wort. Mir ich lese dann im Dokument, was in der Chambre am Büro ist, zum Beispiel die Pressekonferenz in der Chambre, nach der Schirmherrschaft von der Chambre, soll gemerkt vom Präsident und von den 4 Co-Rapporteuren von dem Text. Kein aufweichende Stimme. Und das also der Macht, was ich erst will, so zum Aufschluss. Wir haben eine andere Meinung. Wir haben Parteien sind sich nicht eins, es gibt keinen Konsens, weil der DDR ist nicht d'accord mit einer ganzen Reihe von Dispositionen an der neuen Verfassung. Und ich bin überzeugt, so wie ich hier stehe, mit bestem Wissen und Gewissen, wenn Leute draußen wissen, was an den 4 substanziellen neuen Texten steht, können Sie sicher sehen, ich bin sicher, dass an einem Referendum die Kurve nach ein Kriegen kriegen. Très bien, c'est Herr Karteiser. Ich gehe Bund Renke und den Herrn Masti Bartolomeo. Merci, Herr Präsident. Bei dem letzten Satz, den der Autor von der Resolution gesagt hat, gesagt, den wer ist Trend. Wir sind nur 15 Jahre intensiver Arbeit nicht der Meinung, dass wir hier Gruseligkeiten machen, aber dass wir als Gesellschaft, die sich auf einem soliden Grundgesetz aufbaut, dass wir die verbessern. Dass wir sie verbessern. Dass wir Sachen, die an unserem normalen Leben schon eine Selbstverständlichkeit sind, an als Verfassung herabbringen, an Sachen, die es schon lange nicht gibt, die wir nicht wollen, an der Form aus der Verfassung herausholen, dass die Gesellschaft sich an der Verfassung rümpft. Und das ist ja der Sinn von dem Grundgesetz, wo die anderen Gesetze darauf aufbauen, wo die Gesellschaft darauf aufbaut.
wo als Staatsform Dr baséiert das, wo als Freiheiten herauskommen, wo ze Summe wirke vun den Institutionen geregelt ass. Wir machen also hai keine Gruseligkeiten, wir sind der fester Überzeugung, dass gut Leid an der Chambre hai während 20 Jahre gut geschafft haben und dass es wirklich der Wert ist, dass wir die Verfassung und Ziel bringen, die übrigens an der das ein Element wir haben auch an der Vergangenheit, und das nie zu spät, eine exzellente Zusammenarbeit noch von der ADR an der Verfassungskommission gehabt. Der Kollege Siberia hat ganz konstruktiv auch mitgeschafft. Und ich will auch sagen, dass der Fernand Karteiser an den letzten Monaten ganz konstruktiv mitgeschafft hat und noch einzelne von seinen Vorschlägen an die Verfassung herangekommen sind. Ich will das just unterstreichen, dass man nicht gegen den anderen eine Verfassungsrevision machen. Die Differenz ist ja auch, und da kommen wir auf die Kehr. Wir haben keine komplett neue Verfassung, wir haben 4 Kapitel, die weiterhin basieren auf der bestehenden Verfassung. Wir haben eine ganze Reihe von Sachen aus der bestehenden Verfassung auch überholt. Das ist auch eine von den Erklärungen, für was das die Parteien, oder zumindest 4 Parteien, die Resolution geschrieben haben, nicht auf das Referendum zurückgreifen. Und apropos Referendum will ich aber noch sagen, dass wenn wirklich das Referendum von den Leuten draußen gefordert wird, ja, dann haben wir ja eine bestehende Verfassung, die die Möglichkeit nach immer gibt. Das gesagt, meine ich, wollen zu unterstreichen, dass zumindest mal all die Leute, die Alternativresolution unterschrieben haben, nicht daran denken, für einen gefährten Wahlkampf zu machen, einen gefährten Wahlkampf zu machen über eine Verfassung. Mit einer Verfassung möchte ich keinen Wahlkampf. Eine Verfassung soll Leute zusammenbringen und sie nicht trennen. Merci, Herr Präsident. Merci à Di Bartolomeo. Und Herr Karteiser fragt ein Wort. Ja, wenn es für personell, Herr Präsident, es ist schon nicht dagegen geschwenkt, das ist Demokratie. Das macht die Bartolomeo und einer Kollegen hier bannen die Positionen vertreten, die nun einmal hier sind, aber wahrscheinlich auch neben ihre Parteien, also überhaupt kein Problem. Ich meine, wir haben einfach eine andere Meinung zu der Verfassung, zu dem, was du soll draufstehen, über Arbeitsmethoden und so weiter. Ich meine, das ist fair, alle Parteien haben hier Position. Was ich aber nicht kann akzeptieren, und da finde ich den personell gefroht, das mal, wie den Herr Siberia nicht selber beschrieben gehen und alles einmal erwischt. Ich will just so, wir hatten für einen Wochen ADR-Kongress, den hat sich just eine Verfassungsreform gedreht, wir haben nur eine Resolution präsentiert, die hat man auch intern lang diskutiert, die als einstimmig angeholt geht an Herr Siberia, wo da und dann hat sie matt gedroht. Ich will nicht das just tun. Also die Idee, wie heißt zu meiner Zeit, man da verschiedene Meinungen, das ist einfach falsch. Wir haben die ADR-Position auf einem Nationalkongress einstimmig angeholt, an den Herr Siberia hat das auch matt gestimmt. Was mein eigen Arbeit an der Verfassungskommission angeht, das könnte ich ganz lang beschreiben, ich will aber so. Dass die Kontributionen, die ich da gemerkt habe, und schon gegen die 4 Gesetze durchgestimmt, die Propositionen, die Lodo deponiert gesehen, mir ist schon DAX interveniert, für nach das Schlimmste zu verhindern. So, wenn es nicht interveniert. Und das mal also es mal gelungen, nach einer Formulation aufzuschwächen, aber ganz ehrlich, meistens sind meine Propositionen nicht angeholt gehen. Aber wenn es mir mal gelungen ist, ich will kein Beispiel, aber wir können mal lange diskutieren, da bin ich ganz froh, dass das, was da steht, ein bisschen mehr schlimm ist, weil der DR sich auch gesagt hat, wie das noch zu verhindern. Das ist der Best. Und ob die sind wir sind eben am 19. Jahrhundert.
Merci, Herr Kartheiser. Den Herr Masti Bartolomeo wird noch kurz reagieren. Ja, just des Satz, Herr Präsident. Just des Satz. Ich will just so, dass bislo kein von den anderen Parteien eng parteipolitisch Sache aus der Verfassung gemerkt haben, an dass dem Herr Kartheiser sing Partei die echt war, die daraus eng parteipolitisch Sache gemerkt hat. Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Di Bartolomeo. Ich meine, wir kommen nun zur Aufstimmung über die Resolution vom Herrn Fernand Kartheiser. Betätigte Wort Elektronik für die persönlichen Stimmen. Nur no merke ich einen Appell nominal für die wollen ihr Wort per Prokuration aufgehen. Herr Georges Engel, die will per Prokuration für. Es Böten mat nee. Herr Yves Kuhn, die will per Prokuration für. Herr Claude Hagen mat nee. Herr Serge Wilmes, die will per Prokuration für. Herr Georges Michel mat nee. Herr Präsident. Herr Präsident. Madame Carol Hartmann, die will per Prokuration für. Pim Knaff mat nee. Herr Emil Ascher, die will per Prokuration für. Felix Eichen nee. Du war als Diskussion bei 6 Ja-Stimmen, 2 Abstentionen an 52 Nein-Stimmen aufgelehnt.